Was für ein epischer Clip, um hier zu starten. Ja, zu dieser Geschichte vom Raffi, gell? Ich bin jetzt, seit ich 18 bin, in der Jugendarbeit hier im ICF Basel, also am Leiten, vorher schon dabei gewesen. Und etwas, was ich gelernt habe, ist, wenn du überleben in der Jugendarbeit, dann darfst du keine Gnade kennen. Ist wirklich so. Mit all diesen Camps und all diesen Streichen, wenn du überleben willst, dann musst du selber reingehen. Das sagt Jesus schon. Nein, Spaß. Genau. Aber jetzt haben wir Zeit, um nochmal unser Herz darauf einzulassen, auf was für eine Art Gottes Königreich durchbrechen in unserem Leben. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, das hat am Oben stattgefunden. Das ist eine der eindrücklichsten Öben von diesem Jahr in meinem Leben, wo ich dabei sein durfte. Das hat in der 2. Januarwoche stattgefunden, in dem Haus, wo wir wohnen in Brattelen. Wir haben ein Wohnprojekt jetzt, 3 junge Leute, die mit uns mitwohnen. Und das war ja oben, wo wir mit der Wohngemeinschaft Nadia, die jungen Leute sind dabei waren. Und wir haben noch einen für eine Woche auf Besuch gehabt, einen jungen Mann, den ich von früher kenne, der auch noch dabei war. Und dann hat der eine von der Wege noch jemanden eingeladen, auch einen anderen Mitarbeiter. Und so haben wir einen Tisch gehabt, gefüllt mit jungen Männern, Nadia, Dalia und ich. Und wir haben zusammen gegessen und geredet. Und da oben ist so in mein Herz hineingegangen, weil wir haben dann in dem Verlauf von dem oben, wie man das so macht, wenn man zusammen isst, haben wir gehört von den Geschichten oder was im Leben von diesen Leuten passiert ist. Und 3 von diesen 4 jungen Männern haben mit Drogen zu tun gehabt in ihrem Leben. Der eine sogar mit der Justiz anschliessend. Bei vielen sind wirklich auch schwierige Geschichten passiert. Und wir hocken dort an dem Tisch zusammen. Und vor dem Essen bete ich. Ich lade einfach Jesus ein und ich bin hier mit diesen Leuten und ich denke, danke Jesus für den oben, für den Moment mit diesen jungen Menschen. Wir reden zusammen. Dann kommt der eine junge Mann, der eingeladen worden ist. Den habe ich ein paar Wochen vorher kennengelernt bei uns daheim. Damals hat er mir erzählt, was für eine zerbrochene Beziehung er mit seinem Vater hat. Dass er eigentlich nicht mehr von seinem Vater will wissen, der meldet sich eh nie und so weiter. Und ich habe dort mit ihm geredet und habe ihn ermutigt, den Schritt auf den Vater zuzumachen und zugelassen. Und dann oben kommt er zu mir, ich bin in der Küche noch am Zeugs vorbereiten und er kommt und sagt, Timon, weisst du was? Ich habe mich bei meinem Vater gemeldet und wir haben gemerkt, wir beide haben gedacht, der andere will nicht mehr voneinander wissen. Und jetzt haben wir abgemacht und mein Vater hat ja Interesse an mir und so. Das ist so die eine Geschichte, oder? Dann hockst du dort und dann sind wir am Reden und wir merken, was alles passiert im Leben von diesen jungen Leuten. Am Schluss vom Essen, das mache ich ab und zu, nicht jedes Mal, manchmal vergesse ich es, manchmal finde ich den Mut nicht. Aber am Schluss vom Essen habe ich gesagt, kommen Leute, wir schlagen nochmal die Bibel auf, weil das habe ich noch immer gemerkt, die immer am Anfang beten und am Schluss lesen sie einfach nur einen Bibeltext zusammen. Ich habe gesagt, das machen wir jetzt auch. Haben aus dem Johannesevangelium einen Text gelesen und abgeschlossen mit dem. Und ich bin dort und ich habe gemerkt, es war so ein Moment, wo Gottes Königreich mitten an den Tisch gekommen ist. Und ich habe gemerkt, ich habe ein paar Mal gedacht, hey, ich arbeite jetzt in einer Kirche und so, wo habe ich auch noch Berührung mit Menschen von außerhalb und so weiter. Und ich merke, Gott kommt mit seinem Königreich dort an, wo ich bin und kann mir die Leute anvertrauen, die er auch möchte. Mitten in unserem Daheim, bei einer eigentlich normalen Nacht, erleben wir, wie er kommt, haben wir gemerkt, was für Hoffnung in ihm ist, dass neue Leben möglich sind, wie jetzt bei all diesen jungen Männern, die dran sind, alle von denen einen neuen Weg am Einschlagen. Und ich bin einfach überrascht, was Gott machen kann an unserem Esstisch, sozusagen. Ganz simpel. Es hat so wenig gebraucht von mir, aber sein Königreich ist so intensiv und spürbar gekommen und die Hoffnung hat sich ausbreitet. Das Königreich Gottes ist gekommen. Das ist die Predigtserie, wo wir uns danach sehnen, dass wir Teil sind von dem. Und ich habe in diesem Moment wieder gemerkt, das ist auch das, was mein Herz am meisten erfüllt. Wenn ich erlebe, in dem Moment, wenn ich merke, Gott braucht mich gerade, um Geschichten zu schreiben für sein Reich. Das ist das, was mein Herz am meisten erfüllt. Vielleicht kennst du das. Oder sonst bin ich auch oft dran, einfach am To-Dos abarbeiten oder schauen, wie können wir noch Sachen optimieren in unserem eigenen Leben. Und das gehört auch dazu. Aber dort, wo ich merke, wow, jetzt kommt Gottes Königreich und er braucht mich, ich darf Teil sein von dem. Und darf ein paar junge Männer helfen, einen Schritt weiter zu gehen. Wie das in diesem Clip geheißen hat, wir merken, das erfüllt uns am meisten. Das bringt am meisten in unser Leben hinein. Heute wollen wir anschauen, wie Gottes Königreich kommen kann, einfach indem wir unsere Tür auftun, indem wir gastfreundlich sind. Weil das ist ein Wert, der, also jetzt Expats, einige würden sagen, das ist etwas, was der Schweizer sehr schwer fällt. Vielleicht untereinander geht es noch einigermaßen, aber sonst ist es für Leute teilweise sehr schwer, in unserem Land anzukommen.
oder überhaupt hier anzukommen. Lasst uns doch einmal ein paar Bibelstellen zusammen lesen, um noch zu hören, was die Bibel dazu zu sagen hat. Im Römerbrief 12, Vers 13, da sagt der Paulus: Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie mit ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Also zuerst mal hilft den anderen Gläubigen, die in einer Notlage sind, und dann machst du zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein, dein Zuhause zu öffnen. Ein bisschen später in der Bibel, im Hebräerbrief heißt: Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gastfreundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich aufgenommen. Er spielt auf Geschichte an, auch sicher vom Abraham, wo Männer in der Wüste eingeladen hat und dann schlussendlich gemerkt hat, Gott selber hat ihn dort besucht und Engel sind gegenwärtig gewesen durch das und sagt: Hey, vergesst nicht, gastfreundlich zu leben. Das ist etwas, was euch auszeichnen soll. Das legen uns die biblischen Autoren von diesen Briefen immer wieder ans Herz. Und wenn ich so durch die Bibel blättert, habe ich gemerkt, hey, in der Apostelgeschichte, so viele Geschichten sind möglich geworden, dass der Paulus das Evangelium ausbreiten konnte und andere Leute, weil immer wieder Personen dort, wo sie gewohnt haben, ihre Türen aufgemacht haben und gesagt haben: Hey, die können bei mir übernachten, ich versorge euch mit Kost und Logis, dass das Königreich Gottes durchbrechen kann. Gastfreundschaft hat in der ersten Zeit der Kirche ermöglicht, dass das wie ein Wind durch die Weltgeschichte gegangen ist. Dass die Menschen irgendwo wieder ein Obdach gefunden haben, wie der Paulus, die unterwegs sind. Und wenn wir jetzt schauen in der Bibel, was denn Gastfreundschaft bedeutet, oder das Wort vom Griechischen her, das ist Philoxenia. Das heißt so viel wie Fremdenliebe. Also Philo, das ist ja die freundschaftliche Liebe, und Xenia, das ist das Fremde. Du bist ein Freund von den Fremden. Jemand, der gerne die Tür aufmacht und sagt: Hey, komm rein, du bist willkommen hier in diesem Zuhause. Die Bibel ermutigt uns, ein Freund von den Fremden zu sein. Bei Gastfreundschaft geht es darum, dass wir unsere Tür aufmachen und jemanden reinlassen, Teil an unserem Leben, ohne dass wir etwas zurückerwarten. Einfach wegen diesem Menschen sagen: Hey, ich sehe dich, du bist wertvoll, du bist willkommen, komm rein. Ich teile das, was ich habe, mit dir. Und wenn wir so genau überlegen, merken wir, hey, Gastfreundschaft ist nicht nur etwas, wo der Paulus sagt, ja, das sollten die Christen machen, sondern eigentlich haben wir das selber erlebt. Weil das gastfreundlichste Wesen, was es gibt, das ist Gott selber. Schaut, Leute, wir sind alle eingeladen an den Tisch von Gott. Wir sind alle eingeladen, einfach zu kommen, ohne dass er von uns etwas erwartet. Er sagt: Kommt, du hast in meinem Zuhause einen Platz. Das ist Gottes Art. Damit offen. Und er sagt, die Leute, die an mich glauben, die bleiben nicht nur Gäste, die werden sogar gerade in meine Familie inkludiert. Du gehörst zu mir. Das ist dein Zuhause ab jetzt und du wirst sogar Erbe von dem. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Versteht ihr? Das Herz Gottes, das ist Gastfreundschaft. Es gibt niemanden, der seine Türen so weit aufmacht wie der lebendige Gott. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern im Johannes 14, Vers 1-3, sagt er, oh, das habe ich hier nicht aufgeschrieben, das muss ich hier hinten lesen. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Jesus sagt, schaut, du bist nicht nur ein Gast bei mir, sondern ich tue dir in meinem Zuhause, im himmlischen Königreich, sogar eine Wohnung parat machen, wo du von immer kannst sein. Ich mache dir einen Platz parat für das. Und vielleicht bist du heute da und sagst, hey, ich habe das nicht gewusst, dass Gott so ist, oder du bist gerade zugeschaltet. Hey, dann gilt das zuerst mal dir. Schau, Gottes Türen sind so weit offen, wie es nur geht, für dich persönlich. Jederzeit. Und du bist nicht nur ein Gast, der herzlich willkommen ist bei Gott. Er möchte, dass du sein Kind bist und dass du Familienmitglied bist. Und dass du beständig bei ihm ein- und ausgehst. Das ist Gottes Herz. Und darum sagt der Paulus, hey, es ist klar, dass wir auch gastfreundlich dürfen sein. Weil wir erleben das ja bei unserem himmlischen Vater.
Und so wie wir das bei ihm erleben, dürfen wir auch einfach unsere Türen aufmachen und das teilen, was er uns anvertraut hat. Im Alten Testament da steht der Vers in den Sprüchen: Hat dein Feind Hunger, so speise ihn mit Brot. Hat er Durst, so gib ihm Wasser zu trinken. Denn damit sammelst du feurige Kohlen auf sein Haupt und der Herr wird es dir vergelten. Sogar im Alten Testament dort kommt die Feindesliebe schon vor, die Gastfreundschaft, die Gott vorlebt. Gott öffnet seine Tür nicht nur für seine Freunde, sondern sogar für die, die ihm feindlich gegenüber gesinnt sind. Und die Bibel greift das auf und sagt, hey, auch du, wenn dein Feind Hunger hat, dann gib ihm etwas zu essen. Also quasi, kannst du ihn auch reinnehmen an deinen Tisch. Wenn er Durst hat, gib ihm etwas zu trinken. Und dann kommt noch der Satz, du sammelst feurige Kohle auf seinem Haupt. Eine andere Bibelübersetzung kannst du noch den anderen einblenden. Genau, dann heisst es, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Und der Herr wird dich belohnen. Das ist so das, oder? Jesus hat uns das vorgelebt, dass man nicht Feinde muss aktiv bekämpfen muss, sondern dass man auch Feinde in Liebe begegnen kann. Im Alten Testament, die Bibel ist im Alten wie im Neuen das Gleiche. Es ist im Alten wird das gesagt, hey, wir dürfen auch die einladen, die uns feindlich gegenüberstehen. Und so werden sogar Feindschaften belegt werden oder begraben werden. Und Frieden kann kommen. Eine so eine Geschichte, wo das mega krass passiert ist, die möchte ich jetzt mit euch teilen. Das ist die Geschichte von der Rosaria Champagne, ich weiß nicht genau, Butterfield heisst sie. Das ist die Frau, die ihr hier hinten seht. Sie hat das Buch geschrieben, «The Gospel Comes with a House Key». Ich habe das daheim, ich habe es noch nicht gelesen, aber jemand hat gesagt, das musst du unbedingt lesen. Ein Pastor von Basel hat gesagt, das Buch musst du unbedingt gönnen. Und jetzt gibt es sogar auf Deutsch und das heisst «Offene Türen öffnen Herzen». Das ist eine mega bewegende Geschichte, weil die Frau, sie ist eine Professorin für Englisch und so Women's Studies, also auch alles so Sachen. Ihr Fokus war auf feministischer Theologie, auf der queeren Theologie, also alle Sachen, die so auch Gender-Thematik oder LGBTQ und so weiter, wo das alles inkludiert. Und von der britischen Literatur vom 19. Jahrhundert. Sie hat das an der Universität von Syracuse oder so, eine Stadt in den USA, die ich noch nie gehört habe, hat sie das unterrichtet. Und sie hat offen in einer lesbischen Beziehung gelebt und sich auch mega fest für die Anliegen eingesetzt von dieser Bewegung. Und dann sagt sie, sie ist eine überzeugte und radikale Nicht-Christin gewesen. Und sie sagt von sich selber, das Wort Jesus blieb in meinem Hals stecken wie der Stoßzahn eines Elefanten. Okay, könnt ihr euch vorstellen, so ist sie unterwegs. Der Name von Jesus blieb in ihrem Hals wie der Stoßzahn von einem Elefant. Egal wie fest ich würgte, ich konnte ihn nicht rausbekommen. Jene, die an diesen Namen glaubten, nötigten mir Mitleid und Zorn ab. Sie war wirklich auf dem Kriegsfuß gesehen mit Jesus und mit Leuten, die sagen, sie folgen ihm nach. Und sie hat dann auch angefangen, also sie hat dann auch einen Artikel geschrieben, wo gerade auch so gewisse christliche Denkweisen oder Strömungen angegriffen haben in den USA. Und auf den Briefabend hat sie ganz viele Rückmeldungen bekommen, schöne und üble. Und eine Rückmeldung war eine Einladung von einem Pastoren-Ehepaar aus dieser Stadt, wo sie einfach eingeladen hat, komm mal zu uns heim. Und sie hat dann so gedacht, okay, das mache ich, das ist ein guter Punkt für meine Forschung, dass ich da noch ein bisschen mehr über die Christen und so kennenlerne. Hat die Einladung angenommen, ist zu diesem Pastoren-Ehepaar heimgegangen und ihr Leben war nachher nicht mehr gleich wie vorher. Sie hat eine Gastfreundschaft erlebt, die ihr Herz verändert hat. Sie hat gemerkt, da bin ich willkommen. Obwohl ich sogar gerade noch gegen die Leute sogar sagen, geschossen habe. Die halten mir nichts vor, die haben nicht das Gefühl, sie müssen sich verteidigen. Sie ist einfach da willkommen als ein Gast. Und dann ist sie sogar noch berührt worden. Der Pastor hat vor dem Essen gebetet. Und sie hat gesagt, sie ist berührt worden von seinem Gebet. Sie hat geschrieben, er hat intim und verletzlich und selber Buße tuend betet und Gott dankt. Also sie ist in ein Zuhause von aufrichtigen Christen, die auch nicht das Gefühl haben, dass sie besser sind als jetzt ihr Gast, sondern die selber am Tisch noch Buße da haben, für dort, wo sie Gottes Willen quasi mit Füßen treten haben oder wo sie eben nicht Gottes Willen entsprochen haben. Und so einen Ort haben sie dort ausgebreitet und nach dem Nacht
hat die Frau sich zwar widerwillig, aber Schritt für Schritt Jesus genähert, weil sie gemerkt hat, hey, was ich dort erlebt habe, einfach die Liebe, das kommt von neuem Tiefes. Das ist nicht einfach nur aus dem Pastoren-Ehepaar. Das widerspiegelt etwas vom echten Gott, vom lebendigen Gott. Es ist so weit gekommen, dass sie durch die Begegnung mit dem Pastoren-Ehepaar, durch die Gastfreundschaft, aber auch durch das spätere Studieren von der Bibel, wirklich sich 2 Jahre später so das Leben Jesus übergeben hat. Es war ein mega Kampf, wie sie das beschreibt, weil es hat sehr, ich kann euch vorstellen, das hat mega viel mit dieser Frau gemacht, auch von wo sie herkommt. Es heisst, nach etwa 2 Jahren vom Krieg, von diesen Weltanschauungen, ist sie kapitulierend vor Jesus gekommen und hat ihm ihr Leben übergeben. Sie sagt, ich wollte nicht alles verlieren, was ich liebte, aber die Stimme Gottes sang einen hoffnungsfreudigen Song in das Geröll meines Lebens. Ich habe schwächlich geglaubt, dass wenn Jesus den Tod besiegen konnte, dass er auch meine Welt in Ordnung bringen kann. Und so hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Es hat sich viel verändert nachher in ihrem Leben. Mega viel, die können gerne ihre Geschichte nachlesen. Man kann das Buch bestellen oder im Internet und so weiter. Ich bringe jetzt all die Veränderungspunkte gar nicht, weil es geht nicht einmal primär um das. Es ist mega schön, was nachher in ihrem Leben passiert ist, aber der erste Punkt ist, das Ehepaar hat Gastfreundschaft gelebt, ohne zu wissen, was nachher kommt. Sie haben nicht gewusst, ob die Frau sie vielleicht sogar nachher verriest in den Medien, die Professorin, und ihre Macht nützt. Sie haben einfach gesagt, wir öffnen uns das Daheim, wir leben die Liebe, so wie wir sind. Und Gott macht den Rest. Und ich glaube, das ist die Gastfreundschaft, wo man, wenn wir so mit dem Herz das leben dürfen, wie Gottes Königreich dann runterkommt. Und wie gesagt, unser Punkt ist nicht dafür zu schauen, dass unsere Gäste anders sich nachher verändern, wenn sie bei uns sind, wer auch immer du als Gast hast, wie ich die paar Jungs, die auch mit Drogen zu tun haben und so weiter. Aber wir dürfen das teilen, was Gott uns gegeben hat und sie dann ihm wieder anbefehlen, dass es auch mit ihnen weitergeht. Sie hat mehrere Bücher verfasst, eben zum Beispiel «The Gospel Comes with a House Key». Das Evangelium kommt mit dem Hausschlüssel. So hat sie das erlebt. Das Evangelium ist in ihr Leben gekommen mit einem Hausschlüssel. Hey, du bist willkommen. Und ich möchte mit euch noch ein paar Zitate lesen, was sie über Gastfreundschaft sagt. Sie sagt, unsere nachchristlichen Nachbarn, man merkt, dass sie Professorin ist, das Zeugs vom Englischen ins Deutsche übersetzen. Genau, aber ich habe es probiert. Unsere nachchristlichen Nachbarn müssen authentisches Christentum hören, sehen, schmecken und fühlen. Gastfreundschaft, die von jedem christlichen Zuhause ausströmt, wo für die Nachbarn gebetet, Essen geteilt, Freundschaft gelebt, gemeinsam für die Kinder gesorgt wird. Sie sagt, in einer Zeit, wo viele Leute nicht mehr wissen, für was der christliche Glaube steht, und das ist in der Schweiz genau gleich. Wir haben immer Generationen, die aufwachsen, die kaum wissen, was Weihnachten und was Ostern bedeutet. Eine nachchristliche Generation. Die Leute, die müssen das schmecken, fühlen, sehen, erleben, was das Evangelium bedeutet, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Dann sagt sie einen prägnanten Satz, der einschlägt wie eine Bombe, wenn man es auf sich sinken lässt. Eine polarisierte Welt ist keine gastfreundliche Welt. Eine polarisierte Welt ist keine gastfreundliche Welt. Was wir momentan beobachten, ist doch, dass es so viele Pole gibt. Leute, die sich gegenseitig fertig machen. Meistens in den sozialen Medien, vielleicht auch von Angesicht zu Angesicht. Und Gastfreundschaft, das ist etwas, das genau das durchbricht. Weil dort, wo man mal mit Leuten zusammen an den Tisch hockt, miteinander isst und sich einfach auf Augenhöhe begegnet, weil der andere auch ein Mensch ist, auch ein Geschöpf Gottes, so wie ich. Dort durchbricht man den Teufelskreis, vom sich gegenseitig bekriegen und bekämpfen. Das hat sie erlebt. Sie selber ist ja voll in dem Innen gewesen, hat angefangen zu schießen gegen Christen und dann wird sie eingeladen und ist wie entwaffnet da und merkt, wow, Gott will mir einfach in seiner Liebe begegnen. Und etwas, was mich mega entlastet hat, was sie sagt, ist das letzte Zitat, das ich mit euch teilen möchte. Gastfreundschaft teilt, was vorhanden ist. Das ist alles. Hey, wenn du willst deine Haustür aufmachen, du musst nicht, keine Ahnung, es langt, was du hast jetzt schon. Es langt, was du hast an Essen, an Möbel, an deinem Herz, am Wissen über Gott. Es langt. Du darfst einfach das teilen, was Gott dir schon gegeben hat. Dort innen, dort passiert der Kingdom-Moment. Dort innen, wo wir einfach das angehen, was Gott uns gegeben hat. Er erwartet nicht, dass wir noch mehr anzaubern.
Und dass wir das mit den Leuten teilen, die er uns bereits anvertraut hat. Nützt das, was Jesus dir gegeben hat. Ob das eine kleine Wohnung ist, ein schöner Esstisch, ein gefüllter Kühlschrank. Nützt das oder dein Herz dafür, dass Menschen ihn kennenlernen, gib es Jesus an und schau, was er damit machen wird und wie sein Königreich wird greif- und spürbar werden. Ich möchte mit euch über gelebte Gastfreundschaft reden, weil es hat wie zwei Dimensionen. Zum einen, die eine Dimension, die ist bei uns in der Kirche, oder? Gastfreundschaft findet bei uns daheim statt, aber auch bei uns in der Kirche. Leute, die hier reinkommen, fühlen sich die willkommen. Werden sie gesehen und wir ihnen vorstellen, wer wir sind und wie man Anschluss finden kann. Ich habe eine Geschichte von einer Familie hier, wo ich letzten August habe ich das erste Mal mit ihnen geredet. Ich habe die schon ein paar Mal vorher gesehen. Ich habe immer gedacht, die sind schon lange connected. Ich habe mit ihnen geredet und gesagt, hey, die sind nicht schon ein Zeitchen hier dabei? Und sie, ja, schon mehrere Monate. Und so, ja, hey, wer kennt ihr denn alles schon? Und sie so, ja, ehrlich gesagt, niemand wirklich. Und ich habe gedacht, was, die sind immer noch da? Über Wochen und Monate sind sie Teil von unserer Kirche geblieben, obwohl sie nicht wirklich geschafft haben, hier anzukommen. Die meisten Leute sind schon vorher wieder weg, oder? Nach 2 Mal nicht gross angesprochen werden oder so. Und sie sind immer noch da und ich habe gedacht, hey, nein, das kann doch nicht sein, dass in unserem Zuhause, dass es uns so schwer fällt, Leute willkommen zu heißen. Es gibt auch ganz andere Geschichten, aber einfach, ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Der Pastor vom ICF Bern, er sagt, schaut, lasst uns die ersten 7 Minuten, bis dass der Gottesdienst anfängt, uns einfach mal Zeit nehmen, zum zu schauen, hey, gibt es Leute, die das erste Mal da sind, die sich noch nicht auskennen, die noch niemanden kennen, die ich willkommen heißen darf. Vielleicht längst sogar noch für einen Kaffee oder einfach mal zeigen, was WC ist und sagen, hey, nach dem Gottesdienst können wir gerne wieder zusammen reden. Und die ersten 10 Minuten direkt nach dem Gottesdienst, dass wir die wirklich sagen, hey, ich schenke dir auch Leute, die neu da sind, die Anschluss finden wollen, die das aber vielleicht noch nicht gefunden haben. Und dann, was es noch braucht, ist eigentlich ganz einfach. Es braucht grosse Augen. Wir müssen manchmal einfach umschauen. Wenn jemand allein am Nattel an der Bar steht und du hast die Person noch nie gesehen und sie schaut ab und zu so schwierig auf und wieder runter oder so, dann gang auf die Person zu. Wenn jemand noch kurz dahinter wartet, so ein bisschen unsicher umschaut und dann immer mehr Richtung Ausgang geht, dann gang, hey, ich habe dich noch nie gesehen, wer bist du? Darf ich dir jemanden vorstellen? Mach deine Augen auf, das langt. Und ich habe auch schon erlebt, dass jemand sagt, hey, ich bin schon länger hier dabei. Und ich, oh, schön, dich auch noch kennenzulernen. Das ist ja nicht schlimm, oder? Du kannst nichts verlieren dabei. Aber es macht oft einen Unterschied im Leben von diesen Menschen, ob wir sie sehen oder nicht. Und der dritte Schritt für Willkommenskultur in unserer Kirche, nachdem du dir Zeit genommen hast, jemanden gesehen hast, das ist, dass wir einfach jemanden connecten können. Jetzt habe ich vergessen, was ich malen wollte. Wie kann man das grafisch darstellen? Hat jemand eine Idee? So wie man jemanden connecten kann. Ja, genau. Jetzt, ja. Also, ich mache jetzt hier 2 Ringe. Das ist nicht Ehe, gell? Vielleicht, ja, das darf man auch als Ehepartner hier finden. Das ist eine gute Sache. Aber dass man als Drittes einfach dann kann sagen, hey, kennst du jemanden hier? Weil manchmal sind es auch Leute, die jetzt überhaupt nicht in meiner Altersgruppe sind oder ich weiß auch nicht was. Oder irgendwie eine junge Frau oder so. Am Freitag oben sind 2 junge Frauen das erste Mal im Nextgen und haben gesagt, hey, kommt mit, ich stelle euch andere vor. Und bin zu der Serena gegangen und diesen jungen Frauen, die gerade rum waren, haben gesagt, hey, schaut mal da, die sind das erste Mal da, zack, 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 connected und ich bin draussen gewesen. Und habe etwas anderes machen. Ich glaube, das hilft schon. Einfach, dass man ein bisschen reinkommen kann. Oder hey, interessierst du dich zum Mitschaffen in der Bar oder was auch immer? Schau, ich stelle dir jemanden vor. Und dann geht das ganz schnell. Oder an einem Small Group Leiter natürlich. Yes. Und wenn wir diese Gastfreundschaft bei uns daheim anschauen, glaube ich, gibt es auch ein paar Sachen, die wir berücksichtigen dürfen. Als erstes, jetzt muss ich schauen, dass ich das einigermaßen zeichnen kann. Das ist eine Kerze, wenn man es nicht erkennen würde. Das symbolisiert für mich einen Moment der Andacht, wo man innehaltet und sich auf Gott einlädt. Wenn du jetzt also Gäste bei dir daheim hast, dann möchte ich dich ermutigen, schaffe einen Moment der Andacht. Weil einfach gut essen, das können sie vielleicht auch bei Leuten, die Jesus nicht kennen. Aber wenn jemand bei dir daheim ist,
dann schaff irgendwo so einen Moment. Zum Beispiel, indem du gezielt bettest vor dem Essen. Einfach ehrlich, Jesus, danke sagst für das Essen, für die Gäste, die da sind, ihn einladest. Du darfst auch, bevor die Gäste kommen, noch kurz fragen, Herr, wo stehen die Leute, wie kann ich sie segnen, wie kann ich ihnen etwas Gutes tun zum Beispiel. Und dann schlägt die Bibel auf. Hey, das ist dein Haus, das sind deine Regeln. Auch wenn die Leute nicht an Jesus glauben. Glaubt mir, die Jungs, die bei uns da sind, die meisten von denen haben überhaupt nicht die Bibel gelesen. Aber die Bibel hat eine Kraft an sich, wo man gar nicht mehr sagen muss. Es muss natürlich am besten eine verständliche Bibelübersetzung sein, nicht eine alte Luther oder so. Nimm eine verständliche Bibelübersetzung. Du kannst ein Losungsbüchlein nehmen in der Sprache von jungen Leuten. Und dann lesest du einfach die Bibeltext vor aus dieser Losung und betest anhand von dem. Oder nach der Nacht, dass du durchs Lukas-Evangelium gehst und immer halt dort, wo man gerade ist, liest man gerade. Und musst gar nicht mehr dazu sagen. Los einfach wirken. Ich habe schon ein paar Mal gemerkt, wie das einfach Kraft hat. Einfach die Bibel noch aufschlagen und etwas hören. Hey, so viele Leute, also ich sage ja, es ist ja manchmal für uns Christen schon schwierig, die Bibel zu lesen. Wie viel mehr Leute, die nicht in der Kirche sind, die hören nie etwas aus dem Buch von der Geschichte mit Gott. Lasst uns das einfach aufschlagen. Das sind unsere Regeln, wenn wir daheim sind und die Leute dürfen zuhören. Und dann können wir Gott wirken, was er dort macht. Das wäre der erste Punkt, den ich euch ermutigen dazu. Und der zweite ist, lasst uns dann eine Kultur haben, vom ehrlichen Anteil nehmen und Fragen stellen. Also das Herz, oder für schon ein Herz für die Leute, und es nimmt mich Wunder, von wo sie kommen, was Gott bei ihnen am Machen ist, wo es angeht. Ich glaube, manchmal zerreden wir, also machen wir so kraftvolle Menschen kaputt, indem wir sie zerreden. Aber wir haben 2 Ohren. Lasst uns einmal mehr anhören und fragen, hey, von wo kommst du? Oder wo bist du gerade dran? Wie sieht es jetzt mit deinem Vater aus, was du letztes Mal erzählt hast? Oh, wow. Hey, das freut mich. Bleib weiter dran. Man kann mir auch schreiben, wenn etwas ist oder so. Dass die Leute merken, hey, wow, der interessiert sich für mich. Dem ist wichtig, wo ich stand und was abgeht. Wir haben gerade die letzte Serie über Einsamkeit. Es gibt viele Leute, die das nicht mehr erleben, dass sie wirklich sagen können, wie es ihnen geht und wo sie stehen, was in ihrem Leben am passieren ist. Und ich glaube, wenn jemand das erleben kann bei uns daheim, schon nur das wird die Person so upliften und ihr weiterhelfen, vielleicht auch neue Klarheit geben. Und als Letztes, lasst uns doch einfach, wo es immer geht, Leute ermutigen, dass sie so uplifted rausgehen können, nochmal etwas zusprechen, dort eben sagen, hey, und du schaffst das, du kannst auf diesem neuen Lebensweg draufbleiben, du schaffst es, die Hände zu lassen von diesen Sachen, die früher gesehen sind. Oder ich bete für dich und die Geschichte mit deinem Vater, dass da noch mehr passieren kann. Also einfach, dass wir die Leute dürfen zuerst mal warnen und dann ermutigen dort, wo sie dran sind. Und ich habe jetzt noch nicht einmal etwas gesagt über Kochen oder über Dekorieren und so. Ich glaube, wenn jemand das, also gell, ja doch, kochen kann ich, dekorieren kann ich nicht. Aber ich sage, wenn jemand das schon erlebt bei uns daheim, dann ist das schon erfahrene Gastfreundschaft gewesen. Auch wenn das Essen dann gar nicht so gut schmeckt und er nachher noch in McDonald's muss, wenn er das erlebt hat, ist es sicher ein guter Abend für diese Person. Und wie gesagt, du darfst einfach Gott einladen, zuhören und dann das den Leuten zusprechen, wo du das Gefühl hast, was Gott möchte, oder sie einfach ermutigen in dem. Es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, aber Gott nützt das, um dann mit seiner Kraft reinzukommen und etwas zu bewegen. Ich möchte abschließen mit einem Teil von meiner Geschichte. Ich bin mit 15 im August 2007 das erste Mal hier ins ICF Basel gekommen. Ich habe gedacht, Gott gibt es. Aber ich habe das Gefühl, Christ sein ist langweilig, hat nichts mit mir zu tun oder der Gott ist vielleicht weiter weg oder so. Und ich bin hier reingekommen und etwas, was ich in dieser Kirche von Anfang an erlebt habe, ist Gastfreundschaft. Menschen, die mich willkommen geheißen haben, die interessiert waren. Damals die Jugendleiter von damals, die nicht nur mich in der Kirche willkommen geheißen haben, sondern auch bald zu sich eingeladen. Ein junger Mann, der Elias Kaiser, der jetzt nicht mehr da ist einer der Ersten, der gesagt hat, Timon, komm zu mir, hat mich zu sich eingeladen, hat mir seine Studienbibel gezeigt und anhand von dem habe ich dann auch so eine bekommen oder mir zutun und überhaupt erst die Leidenschaft fürs Bibellesen entdeckt. Ich wäre wahrscheinlich nicht da,
wenn ich nicht so eine Gastfreundschaft erlebt hätte. Weil er mich mitgenommen hat und einfach hat nur gezeigt, was er gerade am Lesen ist in der Bibel, was für eine Studienbibel, wo er dran ist. Und das hat in mir die Leidenschaft geweckt, dass ich heute gerne predige und etwas von der Bibel weitergebe. Versteht ihr, die Gastfreundschaft, die ich hier in der Kirche erlebt habe, die hat mein Leben verändert. Das hat mir eine Hoffnung gegeben und ich habe gemerkt, hey, hier habe ich einen Platz und Gott möchte etwas machen mit mir und ich kann mich hier entfalten und einbringen. Das hat eine Dynamik freigesetzt und ich nicht wüsste, wo ich stehen würde, wenn das nicht passiert wäre. Wenn ich hier reingekommen wäre, aber die Gastfreundschaft nicht erlebt hätte, dann wäre es wahrscheinlich einfach ein toller Gottesdienst gewesen. Aber ich wäre dann irgendwie wieder rausgegangen. Aber zu erleben, dass Leute und Gott selber hier Platz machen für mich, das hat meinem Leben die Wendung gegeben. Das ist die Kraft von gelebter Gastfreundschaft im Königreich Gottes. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen und mit dem abschließen die Geschichte von der Rosaria Butterfield. Sie ladet uns ein mit ihrer Geschichte, dass wir unser Daheim Gott angeben und so eine radikale, so eine gewöhnliche Gastfreundschaft einfach leben und weil er wird sie brauchen können. In dem Text von ihrer Homepage dort steht, mit der Geschichte ihrer Bekehrung lädt sie uns in ihr Zuhause ein, um uns zu zeigen, dass Gott diese radikale, gewöhnliche Gastfreundschaft gebrauchen kann, um sein Evangelium zu unseren verlorenen Freunden und Nachbarn zu bringen. Eine solche Gastfreundschaft sieht unser Zuhause nicht als unser Eigentum, sondern als Gottes Werkzeug, um sein Königreich dadurch zu erweitern, dass wir jene Menschen, die anders aussehen, anders denken, glauben und handeln als wir, in unsere alltägliche, manchmal chaotischen Leben einladen, um ihnen helfen zu sehen, was wahrer christlicher Glaube wirklich ist. Lasst uns doch zusammen beten und du kannst in diesem Moment selber Gott dein Leben anheben oder dein Daheim. Jesus, und so sind wir vor dir und zuerst mal, wenn wir dir herzlich Danke sagen, dass wir bei dir eine bedingungslose Gastfreundschaft erleben. Dass du nicht nur uns als Gäste willkommen heisst, sondern als deine Kinder auf ewig. Jesus, was für ein Trost, dass du unsere Wohnung vorbereitest in deinem Königreich. Dass wir dürfen wissen, für immer können wir bei dir sein. Und wenn du heute hier bist und wie das Gefühl hast, du bist nie richtig willkommen oder daheim, schau, bei Jesus hast du es daheim, wo du jederzeit kannst gehen. Und wo für immer gilt, dort wirst du nie rausgeschossen. Dort musst du nie ausziehen oder sonst etwas, sondern du bist einfach willkommen am Tisch von Gott, heute und jeden Tag, der kommt, über deinen Tod raus. Und Jesus, anhand von dem, was wir erleben bei dir, lass uns so eine Gastfreundschaft leben und mach uns mutig, dass wir unsere Daheim öffnen für die Menschen, die wir begegnen. Sei das hier in der Kirche, aber auch unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Leute, die wir sonst Begegnungen haben. Ich wünsche mir so einen Moment von deinem Königreich mitten an unserem Esstisch, wo wir Leute einladen, wo wir dein Wort aufschlagen, einen Moment haben, wo wir merken, dass du da bist. Und wir dürfen Anteil nehmen an unserem Leben, uns gegenseitig ermutigen. Und merken, dass dort deine Kraft wirksam wird. Dort, wo wir echt sind und anfangen zu teilen. Wir sehen uns nach mehr von deinem Königreich, Jesus, weil wir wissen, das ist das, was uns schlussendlich am meisten erfüllt. Lass uns so Geschichten erleben, wie Menschen dir begegnen, durch die Gastfreundschaft bei uns daheim und in unserer Kirche. Amen.